Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode «Let's Talk About Him». Das ist die Show, wo sich alles um Geschichten mit Jesus dreht. Ich bin Isa und ich habe heute einmal mehr einen Gast eingeladen, der sich 3 spannende Fragen stellt. Man nennt sie Zeugin der Ostergeschichte. Sie ist sowohl bei der Kreuzigung als auch bei der Auferstehung von Jesus dabei gewesen. Und man munkelt, sie sei Jesus sehr, sehr nahe gestanden. Wir haben zwar schon 2 Marias hier oben gehabt, aber man sagt ja, alle guten Dinge sind 3. Darum haben wir gedacht, eine geht noch. Heissen Sie mit mir herzlich willkommen, Maria aus Magdala. Hi Maria, nimm Platz. Oh, ich habe so Freude. Ich habe schon immer mal im Fernsehen kommen. Zum Glück habe ich dich eingeladen. Danke. Bevor wir zu den anderen Fragen kommen, noch eine Frage so unter uns Frauen. Und zwar bin ich heute auf Twitter und ich habe einen Tweet gelesen. Und zwar ist da gestanden, dass du und Jesus, ihr sollt euch sehr, sehr, sehr nahe gewesen sein. Und jetzt ist meine Frage dazu, würdest du dich selber als romantisch bezeichnen? Also ich habe gedacht, dass jemand einen Tweet über mich schreiben. Aber um deine Frage beantworten, ich würde mich nicht als romantisch bezeichnen. Ich würde mich eher als, so wie mich die Bibel beschreibt, emotional engagiert beschreiben. Also ganz ehrlich, ich meine, wenn es die richtige Person ist, am richtigen Ort, dann bist du sicher auch du romantisch, ja, oder? Ich denke schon. Eben. Aber die Bibel beschreibt mich nicht explizit als die Geliebte von Jesus. Darum, ich weiss nicht, ob ich dir da in dem Sinn mehr Informationen geben kann. Okay, schade. Ja. Also ja, mich und die Zuschauer hat es interessiert. Aber dann gehen wir halt zu den anderen Fragen. Genau. Fakt ist, dass du bei dieser Kreuzigung dabei warst, bei dieser ganzen Geschichte, bei der Verstehung und allem. Du hast das erlebt. Wie war das für dich gewesen? Ich meine, du hast Jesus gesehen sterben, du hast ihn ins Grab gelegt. Ja, das ist noch schwierig zu beantworten. Man muss sich halt so vorstellen, dass für viele von uns Jesus einfach so viel mehr war als nur ein Retter oder ein Messias. Er war ein Freund, er war ein Sohn, er war ein Bruder, er war einfach Familie. Und gerade für all die ausgestoßenen Menschen, wie zum Beispiel die Prostituierten, die Zolleinnehmer und all die kranken Menschen, ist er der einzige Bezug zu dieser Welt gewesen. Und so ein Mensch sterben zu sehen, das tut einfach so weh. Nicht nur, weil ich ihn mega gerne habe, sondern einfach, weil ich gehört und gesehen habe, was andere Menschen mit ihm erlebt haben. So ein Gottes hin oder her. Jesus hat so viele gute Sachen gemacht und er war so ein guter Mensch gewesen. Und so einen Mensch zu verlieren, so einen Freund zu verlieren, da hat mir das Herz so zerbrochen. Und die Kreuzigung, die war einfach dunkel. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es war einfach nur dunkel. In jeder Art und Weise, wie man sich das Wort dunkel nicht mehr vorstellen kann. Es war, als wäre die ganze Hoffnung und die ganze Lebensfreude mit Jesus mitgestorben. Und zurückgeblieben ist nur noch die pure Trauer. Krass. Wow. Ich meine, wenn wir von Jesus reden, dann reden wir immer von dem Retter. Und also mir persönlich zum Beispiel ist gar nicht bewusst gewesen, dass er ja für viele Freund war oder Familie. Ja. Wow. Okay. Ja, ich gehe jetzt noch zu der dritten Frage. Wir haben es ja vorher schon gehabt, die Auferstehung hast du auch miterlebt. Ja. Und wenn man dort in der Bibel liest, gibt es so eine lustige Story mit dir. Die mit Jesus, wo ich ihn mit dem Gärtner verwechselt habe. Ja, genau. Das war so peinlich. Wieso? Oh, du musst dir vorstellen, stell dir vor, du hast einen Freund, den du so gerne hast und er ist vor 3 Tagen gestorben und er steht plötzlich hinter dir und spricht dich an. Das kannst du in dem Moment gar nicht vorstellen. Das war so krass. Du hast es erlebt? Ja. Oder? Ja, wie ist das? Also, wie ist das Im ersten Moment bin ich einfach so verwirrt gewesen. Und nachher, als ich dann endlich realisiert habe, wer das ist, da war es, als wären die letzten 3 Tage gar nicht passiert. Dort, wo all die Schwere und Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit war, ist einfach plötzlich Jesus gestanden. Und seine Auferstehung
ist für mich wie wenn mein eigenes Leben neu angefangen hat. Was für ein Schlusssatz, so cool. Dort, wo Jesus auferstanden ist, hat mein Leben neu angefangen. Danke vielmals, Maria, einfach für deine Zeit, dein Debüt im Fernsehen. Ja. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben. Und vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn es leider schon zum letzten Mal heisst, Let's Talk About Him. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ade miteinander. Genau, wir werden heute auch wieder über ihn reden, über Jesus. Und zwar, wie Jesus dich befähigen. Befähigen im Alltag, befähigen, wenn du allein mit ihm unterwegs bist, befähigen, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen unterwegs bist. Und ich habe nachgeschaut, was bedeutet das Wort eigentlich befähigt. Und es ist, wenn du eine besondere Fähigkeit, Qualität oder auch ein Talent für etwas kannst aufweisen. Also zum Beispiel, wenn man den Beruf anschaut, du hast vielleicht studiert, du hast eine Ausbildung gemacht und dann, dass man sieht, dass du befähigt bist für das, kommst du ein Diplom über. Du kommst vielleicht einen Bachelor über, einen Master oder du kommst sogar einen Doktortitel über, je weiter und je mehr, dass du da dich drin investierst. Und das haben wir eigentlich auch im Glauben. Wir haben auch so einen Werdegang. Nur ist der Werdegang anders. Wir sind nicht allein und müssen krampfen und machen und tun, sondern wir sind in dieser Zusammenarbeit mit Jesus. Es ist also eine Qualifikation, die wir erreichen können mit seiner Hilfe. Durch den Tod von Jesus, wo wir jetzt wieder feiern, haben wir wie den ersten Schritt bekommen. Jesus hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Und indem er den ersten Schritt gemacht hat, haben wir auch wieder einen Schritt auf ihn zumachen, indem wir sagen, ja, ich glaube daran, dass du das ewige Leben bist und dass ich das Geschenk annehmen kann. Und das lesen wir im 2. Galater 20. Dort steht, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er hat einen riesen Schritt gemacht und ich darf einfach Ja sagen. Indem ich Ja gesagt habe, ist der Heilige Geist gekommen. Der Heilige Geist verbindet sich mit meinem Geist. Und zusammen kann ich viel mehr spüren. Ich kann viel mehr hören. Ich werde sensibler und merke, was der Geist Gottes will. Und er mich durchführen will, wie er mich befähigen will. Und das sind vielleicht andere in meinem Umfeld nicht, weil ich die Connection haben darf. Der 2. Korinther 4,6 ist ein Vers, der mich in den letzten 2 Wochen mega begleitet hat und immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. Dort steht, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Also in dem und in meinem Herz ist es hell geworden, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Jesus sagt also, es ist dunkel gewesen. In meinem Herz ist es dunkel gewesen. In mir innen ist es dunkel gewesen. Und wenn er sagt, er macht es in uns hell, dann scheint er vielleicht deine Arbeit an. Oder er scheint deine Beziehungen an. Oder er bescheint deine Finanzen. Oder er bescheint deine Gesundheit. Oder er bescheint Einstellungen, die du hast, gerade auch im Moment. Wie stehst du zu Sachen? Was denkst du über andere Kulturen? Er fängt das an zu bescheinen. Und dann wird es immer heller in dir und das Licht geht immer mehr auf und fängt an zu leuchten. Das heisst, wenn wir diese 5 Sachen bescheinen von Jesus, wenn wir sagen, hey, meine Einstellungen
Du hast die Einstellungen, ich habe die Einstellungen. Jesus, zu was soll ich neigen? Was ist dein Wille? Wo soll ich hinstehen und für das gehen, was du gedacht hast? Oder ich schaue meinen Arbeitsort an und sage, Jesus, ich weiss nicht mehr weiter. Oder wie soll ich damit umgehen? Ich frage ihn um Weisheit. Er scheint in den Bereich hinein und ich kann mit ihm dort aufräumen, wo vielleicht auch eine Beziehung nicht korrekt war, der Respekt vor dem Vorgesetzten vielleicht nicht da war. Ich schaue meine Finanzen an. Wo sehe ich, dass ich das Budget mache? Ich schaue immer wieder meine Finanzen an und muss entscheiden, hey, bin ich gesund in diesem Bereich? Oder soll ich mehr dort geben? Oder soll ich dort mal zurückstecken? Oder soll ich für etwas mal mehr Geld geben? Oder soll ich mal ein bisschen mehr sparen? Dort frage ich auch immer wieder Gott. Oder lese ein Buch darüber. Auch in den Beziehungen. Was habe ich für Freundschaften? Wie bin ich mit meiner Familie unterwegs? Wie sehe ich meine Eltern? Wie sehe ich meine Grosseltern? Ich habe eine Freundin, wir tun uns immer wieder, wenn wir uns treffen, sagen wir, hey, hast du einen Punkt, wo irgendwie in der letzten Woche aufgepoppt ist, wo Gott gesagt hat, hey, das müssen wir wieder mal anschauen. Und dann tun wir uns gegenseitig challenge und fragen uns beim nächsten Mal wieder, und, hat es irgendeine Veränderung gegeben? Ist irgendetwas passiert? Hast du etwas erlebt? Und auch in der Gesundheit. Ich hatte jetzt monatelang Schlafstörungen gehabt. Und ich habe einfach Sachen, die in all diese Bereiche hineingegangen sind, anschauen. Und ich habe kein Problem mehr. Und es ist einfach mega ein Wunder, wo ich einfach Gott meine Gesundheit angeben konnte. Das Licht, das also in uns anfängt zu scheinen, das hat Kraft. Das befähigt dich, Sachen anzugehen. Sachen anzugehen, die manchmal weh machen oder die mühsam sind, die Arbeit brauchen, die Mut brauchen, wo man sich überwinden muss, Sachen anzusprechen. Aber es lohnt sich, die Mauern, die man um das Licht herum gebaut hat, abzureißen. Und so kann das Licht von dieser Lampe viel mehr in dein Umfeld hineinscheinen. Und im 2. Korinther 4 lesen wir nämlich nachher weiter. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und dann geht es weiter, genau in die Sache hinein. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen. Vielleicht hast du so Probleme, die dich so abdrücken. Und doch könnt ihr dich nicht unten behalten oder kommst du durch die um. Das Licht, das kann auch manchmal ausgehen. Es kann auslöschen, es kann kleiner werden, es kann dimmen. Und genau das ist passiert in meiner Familie. Ich habe meinen Bruder heute am Abend da, der erzählt, wieso dass es bei ihm dunkel geworden ist. Also, es ist mega cool, ihn hier zu haben. Er wird jetzt einfach erzählen, Ephraim, wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass es dunkel geworden ist in dir? Also um da die Leute aufzuklären, ich bin da bei den Brüdern und wir sind eigentlich alle christlich aufgewachsen in die Woche in Kirche und haben eigentlich eine sehr, sehr super tolle Erziehung gehabt, was auch den Glauben angeht. Aber es hat mir recht schnell schon in der Primarschule angefangen, dass ich halt einer von den Coolen war, einer von den Coolen wollte bleiben. Und mit dem halt immer mehr von dem Glauben weggekommen bin, wo ich zwar daheim hatte und auch wirklich geglaubt habe, aber weil ich halt von den Leuten akzeptiert werden, ich wollte the cool kid, willst du auch also in der Familie haben wir nicht so cool gefunden dann. Okay.
Eher nervig. 7 Jahre jünger. Aber ja, so war es eigentlich, dass ich wirklich in der Primar hat es langsam angefangen, einfach, ja, ich möchte cool sein, das christlich sein. Es ist nicht der Trend. Ich meine, wir erleben es alle heutzutage. Du bist ein Christ und du wirst fast schon auf dich runtergeschaut, weil man denkt, was ist das? Das war vor 2000 Jahren, das stimmt eh nicht. Und so habe ich langsam mich von dem Licht entfernt und es ist auch dunkler geworden, ja. Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt ist es wirklich finster? Das Licht, das ist voll abgedeckt und verbaut. Für mich hat es eigentlich wirklich langsam, aber immer mehr und mehr und mehr halt die Dunkelheit angenommen. Ich habe, wie gesagt, in der Primar angefangen, mich immer ein bisschen Schritt für Schritt von Gott sozusagen abzuwenden. Bin dann in die Oberstufe gekommen. Wir kennen es wird nicht besser in der Oberstufe, es wird mehr noch schlimmer. Du kommst mit Ausgang, also gehst das erste Mal in den Ausgang, saufst mal einen zu viel und dann saufst du wieder einen zu viel, nachher gibt dir mal einen den Joint weiter. Und es ist mir auch so langsam weitergegangen, sogar auch mit Pornografie. Fährst langsam an, wirst von Kollegen zeigt dir mal etwas und dann bin ich einfach reingehauen in das Ganze. Ob es jetzt Alkohol war oder vor allem das Kiffen bei mir, habe ich schon mit 13 oder so angefangen. Und dann voll auch mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann, ja, du gehst einfach immer weiter in das hin. Und für mich ist, ich habe mich selber, weil die Leute haben meine Familie kennt, wir sind eigentlich, ja, die Schwester erkannt, wir sind auch ein bisschen, die Leute haben die Händlers gekannt und sie haben auch gewusst, dass wir so christlich sind. Und ich habe mich selber als, wirklich im Ausgang gesagt, nein, ich bin das schwarze Schaf von meiner Familie. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht wie die anderen, ich bin auch das schwarze Schaf und das ist nicht das Gleiche für mich. Und ja, es ist einfach so weitergegangen, bis ich 18 war und dann Schlimmeres, also nicht nur gekifft, sondern auch andere Drogen genommen oder so, wo ich nicht stolz darauf bin. Aber dann habe ich wirklich den Glauben verloren, dass Gott wirklich existiert. Ich habe es nicht mehr geglaubt. Ich dachte, nein, der Gott, die Eltern reden hier von Zeugnis, Lüge, Heil, dies, das, papalapap. Ich habe es nicht mehr geglaubt. Es ist so, ich habe es nicht mehr gesehen. In dieser Zeit habe ich es gar nicht so krass miterlebt. Ich habe gewusst, er hat es streng, es läuft nicht gut. Er ist oft weg, immer irgendwann in der Nacht heimgekommen. Oft hat man es auch geschmeckt. Er hat es zwar mega gut verheimlicht. Aber es ist wie, erst Jahre später habe ich erfahren, wie das eigentlich bei dir war, dass es so dunkel war. Was ist passiert, dass es wieder so hell geworden ist und dass wir auch erfahren oder ich, wie die Dunkelheit in dir wieder abgebrochen ist? Also mir ist es plötzlich ziemlich schnell gegangen. Ich habe eine Lehre abgebrochen, weil es mir richtig scheiße gegangen ist, weil ich halt nie gelernt habe, ich gekifft, alles, tralala. Dann bin ich voll ins Loch gefallen, Nervenzusammenbrüche und alles. Und ich wusste, ich muss aus dieser Schweiz. Ich wollte es einfach weg wollen. Und dann hat Gott richtig Werk da in meinem Leben. Er hat alle Pläne, die ich hatte, um auf Amerika zu gehen, voll einen durchzugehen, hat er einfach ins Wasser geschmissen und es hat nicht funktioniert. Und ich habe noch probiert, was hast du irgendwie als Gärtner oder auf eine Ranch gehen? Ja, irgendetwas so. Ich habe probiert, ja, geh doch bei YWAM, also Jugend mit einer Mission, kannst du dort als Gärtner arbeiten? Dann habe ich gedacht, er hat vielleicht ein gutes Umfeld und kommt er vielleicht wieder. Ja, das hat er auch probiert. Aber es hat nicht funktioniert, bis meine Schwester Zipora ist dann zu YWAM, Jugend mit einer Mission, eine Discipleship Training School gemacht, DCS, Jüngerschaftsschule gemacht, in Perth, Australien. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du das Austauschjahr machst, zahlen wir den Flug, aber wenn du das machst, zahlen wir dir alles. Dann dachte ich, ja, ich gönne mir da die 6 Monate, dann habe ich immer noch einen Monat, wo ich durchgehen kann, oder? Dann bin ich dort rüber, fange die Schule an und dort ein paar hundert Leute, die auch freiwillig Worship und so. Ich dachte, ich bin völlig im falschen Film. Dann bin ich aber da und ich dachte, Gott, was ist, gibt es dich überhaupt? Ich habe eine Woche lang gesagt, okay, ich wollte gehen von dort. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Dann habe ich aber gesagt, Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Red du zu mir, gib mir irgendein Zeichen, dass du wirklich existierst, dass du lebst, dass du da bist. Und ich habe das gebeten und nach ein paar Tagen bin ich auch, wir hatten Pause, 40 Schüler oder so sind wir gewesen, fange auch in der vordersten Reihe voll an zu heulen.
Einfach der ganze Scham, alles Schuldgefühl, es ist auch alles aufgekommen. Ich konnte die Hände nicht mehr wegnehmen vom Gesicht, weil ich mich so geschämt habe. Und in dem Moment habe ich Gottes Stimme zum ersten Mal gehört, einfach in meinem Kopf hin, und er hat einfach gesagt, du bist frei. Du bist frei. Immer wieder, du bist frei. Du bist frei. Und er hat mich daran erinnert, dass das Kreuz, wo Jesus für mich gestorben ist, für meine Sünden. Und in dem Moment ist auch die Erlösung gekommen. Ich bin frei von dem. Ich bin auch, es sind aus Scham und Schuldtränen sind Freudentränen geworden. Und das war so der Switch gewesen. Ich habe halt, wirklich, die Erlösung war auch der Hammer gewesen. Am gleichen Tag habe ich die Eltern angerufen. Alles ist direkt erzählt. Ich soll mich nicht mehr zurückhalten, weil ich gewusst habe, es beschreibt mich nicht mehr. Es ist nicht mehr Teil von mir. Ich bin freigesetzt von dem. Und dort ist mein Licht wieder angegangen. Und es ist nicht immer perfekt gelaufen seither. Aber ich habe immer wieder gewusst, ich kann zurück zu Gott, und er hat mich wieder erlöst. Er hat mich wieder freigesetzt. Und er hat mich auch geleitet seither. Danke, Jesus. Ja, mega. Also es war wirklich für uns auch so ein Wunder gewesen, für die Telefon überzukommen und zu hören, was geht. Und das ist nicht nur nach 3-4 Monaten gewesen, das war nach 2-3 Wochen gewesen, wo die Telefon gekommen sind und wo er so offen hat angefangen mit uns zu reden und erzählt hat, wie es geht oder was abgegangen ist. Und jetzt noch mal eine Frage, so, was ist Jesus, wir haben die Bereiche gesehen, wie ist er so ein bisschen Schritt für Schritt auch diese Sachen angegangen? Weil ich meine, es ist nicht auf einen Schlag nachher, wie du gesagt hast, alles gut gewesen, sondern es hat auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Oder gibt es jetzt gerade noch einen Punkt, wo du merkst, hey, da ist Jesus mega mit mir dran? Viele Sachen. Also, in gewissen Sachen ist es sehr schnell gegangen. Ich meine, er hat mich erlöst. Ich habe mein Leben direkt eigentlich Jesus übergeben. Ich habe gesagt, du machst, was du willst. Ich habe einen Lehrvertrag wieder. Schon wenn ich nach Australien wieder heimkomme. Gott hat gesagt, nein, du bleibst in Australien. Du bist jetzt ein paar Jahre in der Mission. Habe ich gesagt, okay, Chef angerufen, weg damit. Sorry. Und der Familie hat das auch noch müssen sagen. Die Familie hat das auch noch müssen sagen. Was soll man in Einstellung? Ich meine, fix einfach vertraut. Ich habe den Frieden, den ich seither habe ich vorher nie gehabt. Und einfach das Vertrauen auf Gott, dass es gut ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Was soll man? Finanzen, Gott versorgt mich, was macht mir Sorgen? Arbeit, eben, er sagt auch, was ich mache. Beziehungen, Familie seither richtig gut geworden. Vorher bin ich wirklich heimgekommen, direkt raus, keine Ahnung was machen. Jetzt geniesse ich es mit meiner Familie. Ich habe gemerkt, dass sie eigentlich noch recht cool sind. Auch wenn es mich anscheinend nicht so cool findet. Früher, okay. Ja, nein, mir geht es auch voll gut. Ich kann Gott vertrauen und mit jedem Aspekt von meinem Leben kann ich ihm vertrauen. Egal wie crazy das ist, ob ich jetzt ein YouTube-Video machen oder nicht. Ich mache es, wenn er es sagt. Etwas live like subscribe. Hey, danke vielmals, bist du gekommen und hast du wirklich so offen erzählt. Lasst uns doch Jesus einen Applaus geben, auch was er gemacht hat beim Ephraim. Come on, hey, what a story. Ich habe gemeint, du darfst mich da schön ansagen, Tabitha. Ich bin jetzt einfach hochgekommen. Good to be here. Hey, danke, Ephraim, for the story. Versteht ihr? Weil das ist ja das Leben. Und einfach ermutigend zu sehen, wie der Vater mit allen von uns einen Weg hat und uns nicht loslässt, sondern seine Kinder wirklich liebt. Und ich weiss auch nicht, was du bis jetzt hast mitnehmen aus dieser Message, aber das Licht bezeichnet etwas, wo wirklich Hände und Füße hat. Es ist etwas, das unser Leben verändert. Und du sagst vielleicht, ja, ich weiss nicht genau, wo ich ansetzen soll. Die Baustellen sind zu gross. Ich weiss nicht, wie soll ich das in Angriff nehmen oder dieses in Angriff nehmen. Und ich möchte dir einfach ein bisschen Mut machen in den nächsten paar Minuten und nachher dir auch noch ein Tool geben, wie du
kannst mehr und mehr Gottes Stimme hören. In deinem Leben, für dich selber, aber auch für die Nächsten. Und zwar ist es ja schon verrückt, zu denken, dass der Gott, du musst dir so vorstellen, der Vater im Himmel, der das ganze Universum geschaffen hat, könnte ja sagen, okay, ich baue mir ein Schloss im Himmel und alle Menschen wissen, da wohnt Gott. Dass du kommst raus am Morgen, laufst auf den Zug, schaust Schuhe. Nice Menschen. Schönes Zuhause. Da wohnt Gott. Aber es ist eben nicht so. Der Vater ist noch viel genialer. Er hat gesagt, ich will Wohnung nehmen in meinen Kindern. Eins werden, wie Tabitha am Anfang gesagt hat. Der Heilige Geist kommt und nimmt Wohnung in deinem Herz. Verbindet sich mit deinem Geist. Du bist eine neue Kreatur. Der Ephraim gesagt hat, hast du ihm sein krasses Übergabegebet gesehen oder was? Nein, er ist dort vorne geguckt. Die Güte von Gott kommt über sein Leben und er merkt, der Vater, der ist da, der liebt mich ja. Ja, aber Gott, schau mal, das ist alles noch nicht in Ordnung, da bin ich überall noch dran. Nein. Du bist mein Kind. Ich will in dir wohnen. Wenn wir vorhin in der Let's Talk About Him Story gehört haben, er ist wirklich auferstanden. Menschen haben ihn gesehen. Es ist nicht eine religiöse Geschichte, die wir an Ostern feiern. Im Kolosser 2,27 lesen wir, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Nicht nur die Leute, die Juden, die das gesehen haben dort. Es ist auch für uns bestimmt. Heute da, 2021, Schweiz, Zürich. Und das Geheimnis, er schreibt da, und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Versteht ihr? Wenn mich fragst, ist das eine der wichtigsten Aussagen im ganzen Neuen Testament. Wo der Paulus da ein Statement macht. Jesus hat so viel Wahrheit gesagt, aber der Paulus, das Statement, ich weiss nicht, jedes Mal, wenn ich das lese, resoniert etwas in meinem, es vibriert etwas in meinem Leben, weil ich merke, krass, das ist das Geheimnis. Du bist eine Wohnung gemacht für den König. Perfekt. Er wohnt gern in dir. Ich weiss, es stimmt noch nicht alles mit deinem Leben. Mit meinem auch nicht. Verstehst du? Aber Gott ist okay mit dem. Weißt du warum? Weil der Vater viel mehr an Gemeinschaft interessiert ist und an einem Weg zu machen, als an Perfektion und Roboter. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, uns das Geheimnis überlegen, dass er wirklich, verstehst du, steh mal am Morgen auf. Und bist dir nicht nur, wie viel Mal habe ich predigt, wie du Gnade und das Geschenk von der Gerechtigkeit annimmst und über Sünde und Tod siegst und lebst. Wenn du in den letzten paar Jahren in Trainings gekommen bist, denkst du, Tom, wie viel Mal willst du es noch preachen? Jetzt, da du das machst jeden Morgen und die Gerechtigkeit annimmst und gerecht bist, wieso erfreust du dich nicht, dass der das Universum geschafft hat, da innen wohnt? Hey, ich bin VIP, du auch. Gott lebt in dir. Ja, aber Tom, wir sind ja nur Sünder. Hör doch auf! Hör doch auf, dich runterzutun! Du bist doch ein gerechter Baum. Du bringst gerechte Frucht. Stimm doch überein. Ja, Jesus, so schön wohnst du in mir. Ich lieb's, dass du in mir wohnst. Was für eine Liebe verschwendest du jeden Tag über mein Herz. Und wenn du anfängst mit dem Mindset durchs Leben gehen, weil du verstehst, das ist die Wahrheit. Wenn du sagst, Gott ist weit weg, mag das vielleicht dein Eindruck sein und deine Gefühle, hat aber nichts mit der Wahrheit zu tun, ist nämlich flat raus, a lie from hell. Eine Lüge. Gott hat seinen Sohn gegeben, um Einheit zu schaffen, eins zu sein mit seinen Menschen.
Wow, hey. Hast du gesehen, der Ephraim da vorne? Kannst du dir vorstellen, bildlich im Inneren, der cool Typ. I'm a great guy. I'm sporty. If I have muscles, I'm good looking, you know. Und dann kommt die Güte von Gott und du merkst, wow, es gibt noch etwas mehr. Der Vater liebt mich. Und etwas kommt über dich. Und ich sage dir, ich möchte dich ermutigen, anfangen übereinstimmen mit der Bibel und nicht deinen Gefühlen. Wenn du anfängst mit der Schrift übereinstimmen, wird Freiheit dein Weg sein. Wenn du anfängst nach deinen Gefühlen leben, wirst du ein Rollercoaster-Christian. Dann wirst du ein Achterbahn-Christ. Mal oben, mal unten, mal links, mal rechts, mal vorne. Kennt ihr? Ja, weisst, pray for me, brother. Wie geht's dir? Please pray for me. Hey, es ist alles okay füreinander zu beten, aber glaub mir's, dir geht's gut. Der Vater lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Apostelgeschichte 17, 24 bis 25 heißt, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er wohnt nämlich in dir, der lebendige Tempel. Und dann heisst es, er braucht keine Hilfe von Menschen. Freunde, noch nicht weiterlesen bitte. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Ich lieb's, verstehst du? Der Vater im Himmel ist so wunderbar aktiv in deinem Herz durch den Heiligen Geist, dass er sagt, hey, ich könnte es auch ohne dich, aber ich will mit dir zusammen das Königreich bauen. Weil es ist Familie. Wie der Tim gesagt hat am Anfang, 20 ist Familie, aber da geht noch viel darüber aus. Wir sind Brüder und Schwestern. Das Königreich vom Vater im Himmel funktioniert über Familie. Darum ist es so wichtig, dass wir den Familiengedanken immer wieder haben. Du bist im Fall willkommen, bist inklusiv, gehörst dazu. Wie geht's dir? Das ist das Herz von Gott. Das Herz vom Vater ist nicht Einzelkämpfer und einzelne Soldaten ausbilden, die extrem krass sind. Sondern bei ihm, sein Königreich wird regiert with the scepter of righteousness, mit dem Zepter von der Gerechtigkeit, wo er zahlt hat am Kreuz und jedem Einzelnen Einheit mit sich selber gewährt, wo sagt, komm rein, bist willkommen, schau da, kannst alles haben. Heute ist der Tag von der Umkehr. Heute ist der Tag von der Rettung. Heute ist der Tag zu sagen, Jesus, das Beste, was mir je passieren konnte, du liebst mich. Ja, aber Gott, ich habe ja noch dies und das. Psst, bist ruhig. Bist ruhig. Lass mich reinkommen. Ja, aber komm rein. Wie der Zachäus. Ja, was, zu so einem kehrst du ein? Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Ich muss. Nicht wär's dir noch genehm. Hast du die Suppe schon aufgekocht? Kann ich kommen? Nein, ich muss. Warum? There's an urgency. Da ist ein wichtig, verstehst du, weisst du, was für eine Dringlichkeit ist es am heutigen Abend, in dieser Corona-Zeit 2021, dass du heute da rauslaufst, die Heime in den verschiedenen Räumen realisierst, der Gott rechnet mit mir, eins sie mit mir wohnt, willkommen, schön bist du da, gell? Sieht gut aus, ich habe zwar ein bisschen Gewicht zugenommen, aber du wohnst gerne in mir. Und jetzt gehen wir raus und wir haben etwas zu geben, nämlich das Licht in all die Bereiche in unserem Leben Einfluss zu nehmen. Ja, aber weisst du, ich kann nicht gut reden, es geht gar nicht um Reden. Schon nur, dass du bist, ist wunderbar. Die Welt braucht dich. Dann heisst es weiter, er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Er hat gemacht, dass du heute Morgen noch schnaufst. Er hat gemacht, dass du hier anlaufen oder die Heime deiner Arbeit nachgehen. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Ich weiss nicht, ob du heute da bist und vielleicht am Challengen bist in verschiedenen Bereichen von deinem Leben. Aber ich will dir eins sagen. Es gibt einen, der jedes Bedürfnis stillt. Sein Name ist Jesus Christus. Der Heilige Geist, lebendig auf dieser Erde, der gerne in dir wohnt und eins ist mit dir.
Union! Hey, Einheit! Danke, Heiliger Geist, bist einfach ein Freund. Hey, wie wär's mal einfach Danke sagen am Heiligen Geist, dass du gerne in mir wohnst und mir hilfst, mich beschützt. Danke für all die Engel, die du immer noch mitbringst, die mit mir unterwegs sind. I love it, it's good to be alive. Versteht ihr? Es geht um eine Einstellung. Und wir müssen die Negativität und die Trennung von Gott und das Denken, wir sind weit weg von Gott, müssen wir immer wieder challengen mit der Wahrheit, die uns zurückholt. Und ja, es ist gut, überführt zu werden. Und ja, es ist gut, die Sachen anzuschauen und die Schritte zu machen, wie wir es am Anfang geschaut haben. Aber, verstehst du, wir dürfen nicht in einen Rush kommen, wo wir denken, Gott will immer, dass du jeden Tag ein Röntgenbild von deinem geistlichen Zustand anfertigst, um zu schauen, wie es dir gerade geht. Freu dich am heutigen Tag, dass Christus in dir lebt und dich befähigt, alle Schritte, die nötig sind, in deinem Leben zu verrichten. Alle! Und er hat Zeit. Das höre ich eben nicht so gern. Ich habe gern, wenn es gemacht ist, jetzt. Du vielleicht auch. Aber Jesus geht gerne einen Weg. Er hat Zeit. 40 Jahre der Mose in der Wüste. Weißt du, wie lang? 40 Jahre! Scheisse! Das ist so lang! Und da hat es Leute gegeben, die haben 7 Jahre für eine Frau geschafft, und haben gemerkt, es ist die falsch. Nachher nochmal 7 Jahre. Es hat sich gelohnt am Schluss, aber gleich 14 Jahre ist 14 Jahre. Das ist lang. Apostelgeschichte 17, 27 bis 28 heisst es: Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Das ist im Fall der Plan. Nicht, dass du jeden Tag kannst voll erfüllt sein, so wie wir es jetzt gesagt haben. Dort fängt es an. Aber der Plan ist, dass die Menschen um uns herum zu der Erkenntnis kommen von dieser guten Botschaft. Es gibt einen Rettergott, der den Weg gemacht hat, der den Tod besiegt hat. Denn es ist nicht meine Worte, lese die Bibel. Und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinen von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer eurer Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. In ihm leben, handeln und sind wir. Kannst du das wirklich mit einem Ja in deinem Herz beantworten? Verstehst du? Separation from God, Separation von Gott, ist ein Tool, das die dämonische Welt uns Christen immer wieder am Laufen behalten. Und zwar in einer Rastlosigkeit, in einem mühsam Sein, in einem, der Glaube ist so anstrengend. Und ja, dein Glaube kostet dich dein Leben. Aber was ist doch das Schönste, all deine Rechte aufzugeben, das Leben abzulegen und in der Freude und in der Gewissheit zu sein weiter. Verstehst du, das war nicht ein Joke, was er gesagt hat. Ich habe es genau gehört, dass das aus dem Tiefsten von seinem Herz kommt. Mein Gott versorgt mich. Er schaut auf mein Leben. Ich habe es abgeleitet. Ich bin gestanden. Es geht nicht mehr, ob ich jetzt gross rauskomme oder nicht. Ist doch egal. Wichtig ist, dass der Vater im Himmel gross rauskommt. Durch unser Leben durch. That's simple. Und du kannst das Leben geniessen, verstehst du? Es ist kein Kraft. Also wenn du wahre Freiheit erleben willst, wirklich das Glück finden, wahre Frieden im Herzen haben, dann stirb, gib dein Leben auf, sag, danke Jesus, lebst in mir. Let's go. Hey, und nicht jeden Tag kommt ein Engel vom Himmel und sagt dir, was du heute machen musst. Verstehst du? Lauf das, was vor deinen Füßen ist. Mach deine Schritte. Geh deine Sachen an, wo du merkst, okay, dort kann ich einen Schritt machen. Das darfst du alles machen in einer Freiheit und einer Freude, weil Gott nicht ein Puppenspieler ist. Kein Manipulator. Ein Vater, ein Freund, ein Bruder. Jemand, der nahe ist. Jemand, der zulässt. Jemand, der dort hinkommt, wo es weh tut. Jemand, der Wunden verbindet. Jemand, der Barmherzigkeit hat, wenn wir denken, es gibt keinen Ausweg mehr. So ist unser Vater im Himmel. Wenn wir über Jesus befähigt, der Hashtag-Serie redet, und jetzt haben wir
uns ausgelassen darüber, wie Jesus uns befähigt, wie er das Licht anzündet, wie er gerne in uns wohnt, wie er gerne eins ist mit uns. Dann wenn wir heute Abend noch ein bisschen auf einen evangelistischen Teil eingehen, weil schlussendlich haben wir ja eben genau im letzten Vers gelesen, dass die Völker zu der Erkenntnis kommen, dass es eine gute Botschaft gibt. Dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich weiss nicht, in den letzten 2 Wochen habe ich wieder so aufs Herz bekommen, einfach nochmal über Geistesgabe zu reden heute Abend und euch zu ermutigen. Und wir werden nachher in der Interaktion auch einfach das noch aktivieren. Und zwar geht es einfach um prophetische Evangelisation, um Wort von der Erkenntnis. Und du sagst vielleicht, was ist das? Ich will dir 2, 3 Beispiele machen aus der Bibel. Es geht darum, dass wenn ja Gott in dir lebt, jetzt tu mal nur über den Gedanken nachdenken, Gott lebt in dir, der weiss alles. Wirklich alles. Der weiss von jedem Mensch alles, was jedes Geheimnis, alles, all das Knowledge, all das Wissen lebt in dir. Und wenn er sein Reich vergrössern, dann geht es darum, anfangen zu hören, wo will Gott mich brauchen, anderen Menschen zu helfen, zu dienen, sie zu segnen, zu ermutigen, ihnen ein Wort zusprechen, das ihr Leben rettet. Und wir sehen das zum Beispiel im 1. Korinther 12,8 beschreibt es die Gabe. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Und du musst jetzt nicht abhängen, weil du irgendwie aus einer religiösen Ecke kommst und denkst, ja, das ist ja nicht meine Gabe. Weisst du, die Gabe habe ich nicht. Ja, weisst, die Gabe habe ich nicht. Ich kann dich beruhigen. Der Heilige Geist gibt jedem Mensch genau die Gabe in dem Moment, wo er sie braucht. Ich habe satt zu diskutieren, wenn die einen sagen, ja weisst, ich habe nicht die Gabe. Nimm einfach Jesus als Vorbild und wenn er es gemacht hat, bist du autorisiert, es auch zu machen. Ganz einfach. Dann kann man nämlich nicht mehr das Hintertürchen rausschleichen und sagen, nein, das ist nichts für mich, da mache ich nicht mit. Nein, du bist voll im Boot drin. Wir sind voll drin und darum, wenn wir es anschauen, Johannes 4, 16 bis 19 heisst es, Jesus begegnet dort einer Frau am Brunnen und da heißt: Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Da sagt die Frau: Ich habe keinen Mann. Sagt die Frau: Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Bullseye. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Es geht nachher noch weiter, die Geschichte geht noch weiter. Interessant, Jesus weiss etwas von dieser Frau, das er über natürlichem Weg nicht hätte können wissen. Und er sagt es dieser Frau und die Frau realisiert plötzlich, hey, das ist jetzt göttlich gewesen. Das ist jetzt etwas gewesen, das vom Himmel kommt. Das nehme ich ernst. Und sie ist zu einer Evangelistin geworden und sie hat die Botschaft weitergetragen. Noch eine andere Story, wo Jesus das auch so wunderschön zelebriert hat, ist im Johannes 1, 47 bis 50. Da lesen wir: Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, du musst dir vorstellen, dort sind sie ein bisschen am Jünger auslesen, ist Jesus am Jünger auslesen gewesen und hat die Leute gerufen, die dort zu ihm gekommen sind. Und dann heisst es dort, sagt er, jetzt musst du dir vorstellen, Nathanael läuft auf Jesus zu. Okay, wer ist das? Ist das der Dude? Und dann sagt er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels, sagt Jesus. Nathanael fragt, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel Größeres sehen.
Und es gibt noch viele, viele andere Storys in der Bibel, zum Beispiel, wie Gott durch das Wort von der Erkenntnis zum Ananias redet, wo der Paulus auf dem Weg, oder noch Saulus auf dem Weg nach Damaskus blind worden ist und er ihn nachher geschickt hat, gesagt, geh in das Haus dieser Straße, geh dort an ein Bett für den Paulus, dass er wieder sehen kann und dass ich ihn brauchen kann als mein Werkzeug, um das Evangelium weiterzubringen an die Menschen. Und jetzt sagst du, ja, was sind die Storys? Was bedeutet das jetzt für mich? Für dich bedeutet das, dass du jeden Tag, zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, für andere Menschen Sachen zu empfangen vom Himmel, um sie zu ermutigen und ihnen weiterzugeben. Und das ist etwas, das überhaupt keinen Druck auslösen muss, sondern es ist etwas Erfreuliches. Aber ich kann dir erklären, wie ich in das Wort von der Erkenntnis eingeführt worden bin. Das hat mich nämlich niemand gelernt, sondern ich habe einmal, das ist jetzt etwa 13 Jahre her, habe ich so eine Small Group gehabt, mit ein paar Freunden aus dem ICF Zug. Also Small Group, wir haben einfach immer 2 Tennis Bier gekauft und haben die Bibel gelesen zusammen. Das sind so unsere Anfänge von unserer Small Group. Und ich weiss noch, ich hatte dort etwas vorbereitet und ich hatte dort so einen kleinen Input gehabt. Und ich wollte diesen Jungs noch irgendetwas sagen, eine Bibelstelle, aber ich habe sie nicht mehr gewusst. Ich habe nicht gewusst, wo sie steht. Und ich sage so in meinen Gedanken, sage ich so zu mir, ach Tom, wo steht echt das? Und wie, wo ich das sage, plötzlich sehe ich einfach in meinem inneren Auge, wie dort steht Matthäus 20,22. Weißt du, so einfach da ein innerer Gedanke, ein inneres Bild, ganz einfach. Und ich so, hä? Was ist denn das? Und dann habe ich mir noch mal so überlegt, was ist es jetzt genau gewesen, was ich gesehen habe? Dann bin ich es nachschauen und es ist genau der Vers gewesen, den ich gesucht habe für die Jungs. Und mag für dich vielleicht ganz ein kleines Beispiel sein. Für mich ist es ein Startschuss gewesen, etwas zu entdecken, zu merken, Gott will zu mir reden. Und zwar auch für meinen Nächsten. Und ich bin immer wieder in diesen 13 Jahren, kann ich gar nicht mehr aufzählen, wie viele Erfahrungen das ich gemacht habe. Ich will dir noch 1-2 Beispiele erzählen, wie einfach das ist. Verstehst du? Gott redet so einfach. Er sagt, ich habe die Stimme Gottes gehört, einfach in meinem Kopf. Einfache Gedanken. Ja, aber Tom, ich weiss nicht, ob ich es bin, oder ich weiss nicht, ob ich so der Gott bin. Bin ich selber, oder ist es Gott? Hey, chill, nimm es an als der Vater. Hey, verstehst du? Wir machen es so kompliziert. Ich weiss, letzte Woche bin ich in Rappi gsi. Die haben ja auch in 20s gestartet und wir haben es so cool gehabt und wir haben preached und am Schluss haben wir einfach noch füreinander gebetet. Und dann stehe ich so auf und sage, hey, ich kann einfach umeinander füreinander beten und ich stehe auf, laufe so vorbei, sehe eine junge Frau, die dort hockt und plötzlich laufe ich so vorbei und ich merke, wie ich da hinten einfach so einen stechenden Schmerz habe. Und das ist auch so etwas, wie Gott zu mir redet. Und ich denke so, ich habe doch einen gesunden Rücken, was ist mit mir los? Und bei mir geht es dann ein bisschen länger. Und ich so, okay, ja, ist gut. Dann gehe ich rüber, sage, stell mich vor, Entschuldigung, darf ich für dich beten? Und sie, ja, kein Problem und so. Fange ich an für sie beten für ihren Rücken da, unten dran, 100%ige Gesundheit und weiter betet, Amen. Ohne, weißt, einfach normal. Bitte einfach normal. Du musst auch nicht noch die Sprachengebet auspacken, einfach normal. Und sie schaut mich an und sagt, woher weißt du das alles? Sage ich, ja, ich weiss nichts. Aber der Vater im Himmel, der weiss alles, wohnt ja in mir, hat all Knowledge, oder? Alles Wissen. Und sie sagt, kann ich dich einfach umarmen? In der Corona-Zeit. Sage ich, kein Problem. Und ich habe die junge Frau umarmt, sie ist heimgegangen und etwa 3 Tage später komme ich einen Messenger rüber von der Familie, die sich einfach von Herzen bedankt. Übrigens, seit mehreren Monaten die Rückenschmerzen komplett weg, das ist ja das eine. Aber eine junge Frau hat gemerkt, du, der Vater im Himmel, der kennt mich. Der meint im Fall mich, nicht immer nur alle anderen. Und verstehst du, das ist ganz etwas Kleines, ganz etwas Einfaches. Hab den Mut, mach diesen Schritt. Ich kann dir eins sagen, wenn du anfängst, auf die inneren Impulse zu hören, einfach einfache Gedanken, einfache Bilder weitergeben. Du musst auch nicht hingehen und sagen, hey, Gott hat gesagt, sag, hey, schau, ich habe den Eindruck, das und das, darf ich dich segnen. Ermutige Menschen
Ich habe so auf dem Herz gehabt, die letzten 2 Wochen, dass wir das jetzt aktivieren, weil ich einfach das Gefühl habe, in dieser Zeit, wir brauchen die Aktivierung, wir brauchen, dass wir merken, Gott wohnt in mir, er befähigt mich, er will zu Menschen reden. Und ich will dich so ermutigen, mach dein Herz auf, weil Gott redet zu jedem von uns. Ganz einfach, unkompliziert. Hab Mut, rauszustehen. Hab Mut, Sachen weiterzugeben. Ich kann dir eins sagen. Weißt du, wie viel Mal bin ich von einem Wort von der Erkenntnis schon falsch gelegen? 100 Mal! 100! Und es ist im Fall kein Problem. Aber weißt du, wie viele 100 Mal bin ich schon richtig gelegen? Und weißt du, wie viele 100 Mal sind Leute gesund geworden und haben Leute wieder Hoffnung bekommen, Jesus nachzufolgen? Es hat sich gelohnt. Ich sage dir, du kannst 1000 Mal falsch sein, wenn du in Liebe einem Menschen begegnest, gehst du nie falsch. Wenn du in Liebe etwas Gutes willst für den Nächsten, gehst du nie falsch. Wir sind alle in einem Training. Im Epheser heisst es, wir wachsen in der Knowledge. Wir wachsen in der Erkenntnis, ähnlicher zu werden wie Jesus. Du wirst es auch nach 50 Jahren Christsein noch verpeilen. Es ist okay. Gott kann mit dem umgehen. Aber es ist Zeit, anfangen zu realisieren, wenn Gott der Allmächtige schon voll und ganz in mir wohnt, dann wird er auch zu mir reden. Und er wird am nächsten etwas weitergeben. Und du gehörst dazu. Gang ja nicht heim, schalt nicht ab und denk, ich gehöre da nicht dazu. Da bin ich nicht dabei. Gott rechnet mit dir. Ein Mensch rechnet mit dir, der vielleicht keine Hoffnung mehr hat in seinem Leben. Der vielleicht einfach einmal hören will, ich bin da für dich, ich habe dich gern. Liebe Freunde, in der heutigen Zeit ich habe in den letzten 2,5 Monaten leider mehrere Berichte gehört aus näherem Umfeld, wo sich Leute das Leben genommen haben. Und nicht Alte. Auch viele Junge. Und es ist scheisse traurig. Und darum braucht es uns, damit wir Hoffnung geben. Durch den Heiligen Geist an diesen Menschen. Es ist wichtig, dass du da bist. Es ist wichtig, dass du lebst. Gehörst dazu, bist ein Freund. Mach dein Leben auf für jemanden. Bitte. Schau nicht nur für dich selber. Nimm jemanden am Arm und sag, Jesus, du befähigst mich in all dem hinein, Schritte zu machen. Nicht nur für mich selber, sondern damit ich eine Hand geben kann für den Nächsten. Vielleicht hast du Sachen überwunden in verschiedenen Bereichen, wo du einem anderen kannst sagen, ich weiss, es sieht aus, als du kommst nicht durch, aber ich bin gerne mit dir da. Ich hocke gerne mit dir an. Ich habe Zeit, ich habe eine Sorge. Du bist willkommen. Komm an den Tisch, willst du mit mir essen? Ich möchte uns so ermutigen. Wir werden jetzt in eine Interaktion hineingehen, wo die Band uns wird begleiten im Hintergrund. Und ich möchte einfach beten für euch, zum Anfang, dass der Heilige Geist wirklich zu uns reden kann. Und dass du im Raum herumschaust. Und plötzlich gibt es manchmal so Leute, die gehighlightet werden. Und du etwas auf dem Herzen hast, dann nimm doch den Mut zusammen. Wenn wir es nicht da rein probieren und nicht da rausstehen, ja, wo willst du es denn sonst lernen? Unter der Brücke. Heute ist die Zeit zum Punkt zum Lernen. Rauszutragen. Hey, es ist so fun, wenn du dort bist und die Leute sind einfach dort und denken, woher weisst du das alles? Und du selber lachst innerlich, weil du weisst es ja selber auch nicht. Aber du weisst, ein guter Vater wohnt in dir. Nimm das mit. Bist ermutigt. Ich will das einfach für euch beten. Und dann werden wir es einfach in die Zeit hineingehen, wo du kannst einfach Gott zu dir reden. Vielleicht redet Gott auch für dich persönlich. Aber ich glaube, Gott wird dir heute Eindrücke schenken für deinen Nächsten. Für den nebendran, der bei dir hockt. Für dich den hinten dran. Hab Mut, geh auf ihn zu. Hab keine Angst. Du musst ihm keinen Kuss geben und um den Hals fallen. Du kannst ganz normal mit ihm reden, wie ein normaler Mensch. Und es ist okay, Fehler zu machen. Liebe Freunde, es ist okay, Fehler zu machen.
Es ist erlaubt. Stand in Liebe raus. Mach mutige Schritte und erlebe, wie Gott ganz einfach zu deinem Herz redet. Lass uns für die Leute noch beten. Komm, Tabitha. Fang uns gerade an. Ja, danke Jesus, bist du wirklich das Licht in uns innen. Danke bist du der, der rausscheint und über all die Umstände rausscheint und wo genau wirklich der Fluss vom Himmel, das Licht, das vom Himmel runterkommt, das wir raustragen dürfen. Und darum, Heiliger Geist, danke einfach, dass du in uns lebst, dass du die Kraft bist, die unser zerbrechliches Gefäß festigen und wo wir einfach vertrauen dürfen, dass du der bist, der die Worte in uns hineinlegt, die wir sprechen sollen. Dass wir wirklich das Werkzeug sein können, wo du jetzt gerade dort, wo ich bin, dort, wo du bist, dass wir dem freien Lauf lassen. Heiliger Geist, rette zu unseren Herzen, öffne unsere geistlichen Ohren und Augen für Bilder, für Worte, für Bibelvers und für Ermutigungen. Yes, Heiliger Geist, du bist so ein guter Freund. Du wohnst in uns, rette einfach zu uns. Du bist so gut. Geh deine Gedanken an. Nimm es als Rede Gottes. Geh nicht weit weg. Geh nicht zweifeln. Ich segne dich in dieser Zeit. Nimm es einfach an, die einfachen Bilder. Gott ist nicht kompliziert. Hab keine Angst. Mach einen mutigen Schritt. Gang heute Abend nicht heim, bevor du nicht Minimum jemand in diesem Raum, die Heime, vielleicht ist es in deiner Familie, in diesen Räumen, wo wir sind, ermutigt hat. Lass uns in die Zeit gehen und lass uns den Heiligen Geist einfach zu uns reden. Amen.
Yes, wir bleiben einfach in dieser Haltung. Wir werden jetzt dann wechseln in Worship hinein, aber das stellen wir jetzt nicht ab. Ist nicht jetzt fertig, sondern nimm es mit in die Worship-Zeit hinein. Hab Mut, mach einen Schritt auf jemanden zu, ermutig. Ich hatte noch einen Eindruck gehabt, und zwar einfach noch mal ein prophetisches Wort gehabt, glaube ich, für alle, die zuhören und auch für die da sind, die in den Räumen sind, im Stettbacher, in der Luft. Und zwar habe ich letzte Woche mit meinen Kindern einen Film geschaut, und zwar heisst der Secretariat. Das ist ein Film über ein Rennross, das 1973 den Triple Crown gewonnen hat. Man sagt, es ist das beste Rennross, das es je gegeben hat. Big Red. Es hat Secretariat geheißen, und es ist interessant, weil alle Odds sind eigentlich gegen das Ross gestanden. Und wo das Ross 18 Jahre alt geworden ist, bevor man es einschläfen musste, hat man es zur Autopsie gegeben. Und das Ross hat über 600 Fohlen nachher gezüchtet. Und man hat gesehen, dass das Ross, normalerweise hat so ein Rennross ein Herz, das etwa 3,6 Kilo schwer ist. Der Secretariat, der Big Red, hat ein Herz gehabt, das sage und schreibe 9,7 Kilo schwer war. Und ich glaube, es ist einfach nochmal so, das ist eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Und das ist einfach nochmal so ein Wort auch für unsere Zeit jetzt, in dem 2021. Gott will unsere Herzen grösser machen. Für unser Umfeld. Weil wir Not sehen. Das war nicht einfach ein Sieg, sondern es ist wie Enlargement. Enlarge our hearts. Mach unsere Herzen grösser für die Not um uns herum. Und du musst nicht unbedingt auf Afrika gehen. Du kannst bei deinem Nachbar schauen, der vielleicht keine Hoffnung mehr hat. Und du bist das Licht für ihn, weil er nämlich nie wieder in eine Kirche gehen. Und mit dem möchte ich euch einfach segnen, das mitzunehmen und zu merken, Gott will unsere Herzen grösser machen. Amen. Amen. Ich hatte noch den Eindruck, wenn jemand von euch auch an Schlafstörungen gelitten hat oder immer wieder oder im Moment gerade, weil vielleicht so viele Fragen sind, auch wie es weitergehen soll, dann werde ich einfach nur dafür beten und sagen in Autorität, das muss weichen und du sollst wieder schlafen, dich ausruhen, deinen Kopf auf dein Küsschen legen und einfach schlafen. Und es steht auch im Psalm 71, sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn mein Fels und meine Burg bist du. Danke, Jesus, dürfen wir am Abend ins Bett liegen, dürfen wir wissen, du hast unseren Schlaf im Griff. Du stellst deine Engel um unser Bett herum. Du bist der, der unseren Kopf zur Ruhe kommen lässt, wo dem gebietet, dass Gedanken kommen in der Nacht, wo Träume uns aufwecken oder wo einfach ein Geist kommt, wo keinen Anspruch hat auf unseren Kopf, auf unser Sein, auf unseren Geist oder unsere Seele. Und ich gebiete dem, von jetzt an hast du kein Anrecht mehr. Wir sind geheilt an Leib, Seele und Geist, auch im Schlaf. Amen.